Ekran! Ekranen geef dich op, als warende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en welkom Heidi. Dankeschön. Dankeschön dat u weer erbij bent. Voor dat je wat ons nog niemand te zijn, dat je hier bent, Heidi is mijn vrouw. En we willen even een zeer wichtig thema van jou reden. En dat is, we zijn meestal aan het eind van die kanten. Eentje heeft zeer trouble zich groot te doen. En de andere, die leven met mij eerst het niet. En ik geloof sogar nog meestal die mensen die trouble hebben met groot doen, die leven hier kant met een eerst het niet. So, we zijn vielleicht aan beide kanten alle met ons. Ja, wie sie manchmal buiten wie groot we zijn, aber van bijna veel wie ons zo ladig oder so nicht. En God wil aber dat we zullen ons gezond, ons Selbstwertgefühl nennen, man dat einmal. We zullen gezond even ons Selbstgefühl nicht groot, aber ook niet dat het niks met ons is. Ja. Want hij heeft ons gemerkt, hij heeft ons geleefd met ons essen wordt. Ja, en hij heeft jeder Mensch verschieden gemacht, aber wie vergleichen uns immer. So sagen, wenn wir uns vergleichen, das macht uns so anmutig und so ungleich, wenn wir ein bisschen in die Weltgeschichte nennt, solange aus der Welt al geht, man hat das abgerechnet, dass Gott hat al über 60 Billionen Menschen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen die Zahl hat, aber ich weiß, das sind sehr viele Menschen und Gott hat jeder Mensch, was von Deutschland verschieden gemacht. So, dort haben wir seine, wo groß Gott ist und wo gut er das mit uns meint. Dat hij geen Mensch gelijk maakt. En du hast viel über das studiert und laatst wieder auch ein frühes Tag hier in Bolivien, wo wir wohnen. Und Heidi war eingeladen, als ich kann über das reden. Und ich früher ist nicht wohl auch zu anziehen, oder zu das reden, wenn zu mir hast du ein klein bisschen von dort verteilt, aber ich sehe auch so neugierig, was du dir über das Thema gemerkt hast. So, kannst du mal anfangen, was sagt die Bibel dazu? Was findest du? Nou, dat is krijgt zo. We hebben, glaube ich, alle damit ein bisschen Probleme oder Troubles, dass wir uns so ladig manchmal fühlen und dass wir so nicht sind. Und ich blättert eine Bibel und checkt eine Bibel, wo die Bibel uns das antworten kann. Und ich komme auf Lukas 19, und da ist eine Geschichte von Jesus und Zachäus, wo Jesus Zachäus entgegenkam oder würde sich bejahende und wo dort ein Unterschied in Zachäus sein Leben macht. Zachäus sagt die Bibel, wie ein kleiner Mann, so er war nicht sehr groß gewachsen. Und er war ein gewählter, oder er war ein fester Tagsgelegt. Also er seine Arbeit will von anderen Menschen Geld nehmen. Und uns bohrt dort manchmal, oder uns stiert dort, wenn wir irgendwo moeten betonen, oder wenn wir ein direkt Karnet moeten machen, und wir geben dort Geld an Menschen, die wir nicht mal kennen. Aber Zachäus kennt die Menschen, und die Menschen kennen ihn so. Aber wird es nicht so, dass Zachäus viel mehr von den Menschen nahm, Ja. als er soll? Das die Regierung sagt, er soll so und so viel nehmen. Ja. Aber er nahm viel mehr von denen, und all das Ewige, was er nicht soll nehmen, das wissen sie alle Ja. natürlich für sich selbst. Und darum gleicht die Menschen auch nicht. Darum will er auch nicht gut angesehen. Wenn es ein Stehler wäre oder ein Mensch, der einfach immer eine Fub nach Fallen mag, oder er wäre selbst nicht zufrieden mit seinem Leben. Wenn er zufrieden gewesen wäre, dann hat er nicht das getan, was er tut. Wenn er mit seiner Situation zufrieden wäre, und die Bibel sagt, er wäre reich, und wir leben immer reiche Menschen, die sind glücklich. Und er wird klein, die Bibel sagt nicht viel über ihn, aber dort weit wie. Aber er tut was. Er versucht, Jesus zu sein. Und so er macht einen Schritt. Er tut was dafür. Und was tut wie? Das ist was wir können uns dort vandaag vragen. Wat tun wir, dat wir
uit ons Trübel rauskommen, dass wir uns uit ons schlechte Gewässer rauskommen. Wir stehlen vielleicht nicht, aber wir haben andere Sünde, andere Trübels, andere Probleme. In der Bibel sagt, hij rannt. So ist das Programm auch heute. Ich ran. Hij rannt. Hij hat es eilig. Hij will eine Veränderung in sein Leben. Hij rannt, hij klettert auf einen Mulbeerbaum, sagt die Bibel. Wenn hij will, Jesus sein, hij hat es ein Wunsch, hij will was nicht für sein Leben, für sein Selbstwert. Und dann, auf einmal, stand Jesus ohne Arm. Ohne auf dem Boden, auf der Erde. Und Jesus checkt ab. Jesus, wie die, was checkt da? Jesus, der checkt immer, da wo wir sind. Da wo wir stehen, in der Situation, die wir sind, wenn wir unzufrieden sind mit uns selbst und unglücklich. Jesus checkt ab nach Zachäus. Und das Erste, was Jesus da am sieht, komm, schwind rauf. So ist Jesus sieht nicht, komm am Stolz hier oben. Komm, schwind. Wenn wir bereit sind, uns mit Jesus zu treffen, dann ist das eilig. Dann ist nu der Moment. Das macht nicht Mario, wanneer wir uns mit Jesus treffen. Das ist nu. Krijgt nu. Ja, das ist nu. Krijgt in diesem Moment. Und Jesus sagte Zachäus, ich moet vandaag noch mit dir sein. Ich moet vandaag noch in dein Haus nennen. So dass wir vandaag, dass wir nicht morgen, auch nicht nächste Weg, nicht umweg, nein, vandaag. Vandaag ist der wichtige Tag, dass wir nur Jesus kommen. Das ist nicht morgen. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, er will in sein Haus kommen. Er will in sein Haus gehen. Und in der Bibel, wenn dort Wort Haus ist, dann bedeutet das Familie. So Jesus will in Zachäus sein Leben nennen in seine Familie. Er will nur, man muss sagen, nicht bloß zu nennen gehen, zum Eten, sondern er will wirklich der Herr werden, was Zachäus sein Leben wird. Ja, er will Zachäus sein Leben. Und was der Zachäus, er spaut sich, sagt die Bibel. Er begreift das Fuß. Und er nahm Jesus mit Frieden ab. So dass wenig mit ein trauriges Hort oder ein trauriges Gesicht. Er hat Frieden aus Jesus mit am Taub will sein. Und was passiert dann? Fuß wieder ein Publikum, in der Grimsäule Fuß. Er hat Fuß Kritikers oder eine Kritik über Menschen wieder gehen. Ja, im selben Moment. Und dort passiert viel mehr. Wenn wir uns entscheiden, dass wir mit Jesus gehen, dann sind dort immer wieder Menschen, die dort bohren, die dort stiert, die dort euert. Oder sie sind neidisch, dass wir ein jährliches Leben haben oder dass wir mit Gott leben. Und das Publikum sieht Jesus, das ist so ein Sünder. Und was mir dann auffällt, in dem 9. Kapitel von Lukas, in dem Vers Nummer 8, dort Zachäus abstund und sagte dem Herrn, Herr, check einmal, ich wurde halb von meinem Geld die Arme geben. So, er hat das Fuß begriffen, dass da eine Veränderung kommt in sein Leben. Dass wenn Jesus uns verändert, dann verändert er uns von Binnen nach Buiten. Und wir wollen immer alles von Buiten nach Binnen verändern. Wenn sich Menschen bekehren, dann meinen wir, die müssen sich nicht so antrekken oder die sollen dort sein. Viele Sachen von Buiten stehen uns. Aber wenn Jesus ein Mensch verändert, dort passiert immer von Binnen nach Buiten. Wenn Jesus ist, dort Binnen in uns Leben viel wichtiger als dort, was von Buiten ist. Und so wird es auch mit Zachäus. Jesus wird dort entdecken, dass er ein kleiner Mann will. Aber was Jesus verändern will, wie Zachäus sein Charakter, seine Stehlerei, die Sachen, die er nicht gut hat, dort will Jesus verändern. So, Zachäus entscheidet für sich und sagt, ich will viermal aufgeben, was ich genommen habe. Jesus hat nicht mal viel was gesagt. Die Bibel sagt nichts. Die wird, was Jesus zu Zachäus sagt. Aber die Veränderung war so groß, dass Zachäus selbst entscheidet, er will viermal geben. Und so, was brachte in Zachäus sein Leben an? Das
dat hij van den moment naant hij Jesus voets als haar. So hij had voets een autoriteit, een respect over Jesus, wens hij ongehuilig had en hij had zijn leven veranderd. En wat heb je van dit nu leren dat we kunnen gezond over onszelf denken en gezond het zelfs wird gefällt. En niet brücken groot, niet zijn, aber niet geloven dat men ons nu zegt. Wat kan ons het helpen? Ik geloof aan wie eenmaal dat toelaten, dat Jezus aanhoudt, dat hij in ons leven neemt, dat we van onze stalt raufkruipen, dan kan God in ons leven arbeiten. Dan kan ons zelfs weer, wanneer we ons im Spiel zitten, kan we tevreden zijn zoals we zijn. Klar, we zullen op ons oppassen. We zullen ons vleien, we zullen gezond eten, ook slopen, ook gemeenschap hebben met mensen. Maar door binnen, wanneer we werkelijk willen veranderd zijn in ons, dat het ons ook schijnt im leven, dat we niet plus grenzen, maar dat we ook vrijheid hebben, dan hebben we God in ons leven inlaten. In dem laten dat hij ons verandert. En ook, wat ik ook vind is, waren dat Zacchaeus, eerst einmal kon hij niet met de mensen gelijk worden. Hij kon niet, hij wie immer so, wanneer hij anders wie, wenn hij zoveel van de mensen stelen deed. En hij wie ook zo'n kleiner man, zegt het zo. Hij feilt zich vielleicht sehr, met hem wird het niet, wenn hij zo'n kleiner wie, aber ook in de andere kant wie hij zo groot. Wenn sie so viel von den Menschen gestohlen haben, vielleicht ein sehr viel besseres Haus hat und so eine Sache ist dort. Und ich glaube damit, dass er das aufgeben wird und dass er sagt, ab einmal Jesus, wenn ich die habe, dann glaube ich, dass er sich wem gefällt hat, dann wird es ein Däumchen was sein, dass er ein ganz kleiner Mann wird. Yeah. Aber auch gleichzeitig, er kann ab einmal, glaube ich, mit den Menschen taub die Welt bechecken. Ook wanneer jij am weer, aber dat wat ik geloof dat wat am op eenmaal een deuntje was zijn en hij wordt zich gelukkig gesteld hebben met de mensen en niet geloofd hebben dat het met hem meer weer, dat hij groot weer. En wat moest je ons nog te laat zeggen, Heidi? Ik wil zeggen dat wanneer we ons zo klein voelen oder niet smak oder wat immer, wo immer we van buiten uit laten, wanneer we een verandering willen, dann können wir abstunden, dann können wir brücken nicht auf den Baum kruipen, aber wir können innerlich abstunden in uns und zu Jesus sagen, komm in mein Hort, veränder mein Leben, mach was nicht von mir, laat mich glücklich werden, ich will dein Kind sein und so du mir gemacht hast, so ist das gut. Mit das, was Gott tut, das ist gut. Und dass wir können lernen, uns anzunehmen. Und wenn wir uns vergleichen mit anderen Menschen, mit anderen Frühen, met mensen wat God op deze wereld gemaakt heeft, dan waar we immer ongelukkig zijn. Maar wanneer we den Wert en God vinden in ons zelfs, dat wat zoals God mijn neus gemaakt heeft, oder mijn Charpa, en zo läuft hij mij, en hij freut sich, wanneer ik zum morgens van mijn bed opstehe. So, wanneer we met die Einstellung leven, dan wordt God ons een glückliches en een erfülltes Leben geven. Wow, dankzij. En ik mag jullie ook alle zeggen dat je kunnen een erfülltes Leben haben, nicht ein Leben bloß wie jeder Tag krum sagen macht und sagen, dass es mit minus ist, wenn ich glaube, wenn Gott die gemerkt hat und die hat. Und was Gott die errat hat und die Gott die sie gelebt hat. Und Gott sagt, er hat alles wunderbar gemerkt, dann kann ich nicht sagen, oh, das mit mir ist es nicht. Wenn es Gott hat was Gutes gemerkt. Weiß das ganz genau. Du brauchst das nicht jeden Tag feilen, aber du kannst das weiter. Gott hat was Gutes gemerkt. Aber du brauchst dich nicht groß stellen, wenn es der, was das Geratste ist, und wer der Herr ist. Und dort ist Gott. Wenn du lässt, dass Jesus dein Herr ist, das Heidi ihr schon sehen, dann brauchst du die nicht groß stellen, aber du brauchst es niemals mehr sagen, mit mir ist es nicht. Wenn es das ist, was mit dir, wenn es Jesus ist, was. So lässt Jesus den Herr sein, lässt ihm über alles sein. Und du wirst manche, wo dein Leben Staub für Staub kann verändert werden. So Zacchaeus, Staub für Staub, Jesus hing an Rand. Und jedes Mal, dass er was sagt, was er tun soll, er deut. So kannst du auch Staub für Staub Jesus hing ran und ein wunderbares Leben führen. Gott sehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der auch dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.